Ein halbes Geheimnis. Nach ein paar Tagen voller Sonne und Abenteuer haben sich die Wildgänse entschieden, weiter nach Norden zu ziehen. Der Nils ist wie immer auf dem Martin im Rücken gehockt. Er war restlos glücklich. Immer wieder hat er die Augen zugemacht und die frische Luft eingesogen, der Wind in seinen Haaren, die Sonne auf seinem Gesicht und am Martin seine Federn zwischen seinen Fingern gespürt. Es war ein langer Flug. Am Anfang hat fast immer die Sonne geschonnen und die Tage waren lang und warm. Aber schon bald hat es verregnet, immer stärker und stärker. Und der Nils Holgersson hat am ganzen Körper zittert und geschlottert. Die Wildgänse aber haben sich nur voller Vorfreude zugerufen. Es regnet. Gleich ist der Frühling da. Dann hat es immer heftiger geregnet. Es hat nur so vom Himmel geschüttet. Der Nebel ist so dicht geworden, dass er alles um einen herum zu verschlucken droht hat. Man hat kaum die eigene Hand vor der Nase sehen. So haben dann die Gänse unter einem grossen Baum, der mitten auf einem weiten Feld gestanden ist, rasch gemacht. Der Nils konnte nicht einschlafen. Am Martin sein Gefieder war ganz feucht und draussen hat der Regen prasselt und der Wind gekühlt. Der Nils ist vorsichtig unter Martin im Flügel vorgekrochen und ist durchs hohe Gras bis an die nächste Strasse gelaufen. Dann ist er auf der Strasse weitergerannt. Unter ihm haben die Pflastersteine geknirscht und über ihn sind Gewitterwolken blitzschnell über den Himmel gerollt. Plötzlich ist er vor einem kleinen Bauernhaus gestanden. Der Tümmling hat sich hinter einem grossen Blumentopf versteckt und hat gelauscht. Er konnte Musik hören und seit langer Zeit wieder einmal eine menschliche Stimme. Die Fenster vom Bauernhaus waren hell erleuchtet. Drinnen ist eine grosse Familie gemütlich am Stubentisch gehockt. Auf einmal ist an einem der Fenster ein wunderschönes Mädchen auftaucht. Sie hat ihre Nase an die Scheibe gedrückt und in die Gewitternacht rausgeschaut. Ich wünschte, sie würde für immer so dort hocken, hat Nils geseufzt. Aber beim nächsten Donnergrollen war das Mädchen schon wieder verschwunden. Auf einmal ist sich Nils ganz einsam vorgekommen. Wenn ich doch einen Fehler gemacht habe? Was, wenn ich doch etwas verpasse, wenn ich mein Leben lang bei dir bleibe? Und was, wenn ich nie mehr ein Mensch werden kann? Hat er ganz ängstlich in die Nacht rausgeflüstert. Ganz nachdenklich ist der Nils wieder zurück übers Feld gelaufen. Plötzlich hat er eine Stimme gehört und sich schnell hinter einem leeren Schneckenhaus versteckt. Es waren 2 Eulen, die sich hoch oben in einem Baum begrüßt haben. Frau Nachbarin, wie geht's? Hat er eine kleine Eule in der Baumkrone gehört plaudern. Wie soll es einem schon gehen bei diesem Katzenwetter? Da verkriechen sich ja alle Mäuse in ihren Löchern. Hat der grosse, dickliche Eule geantwortet. Recht haben Sie, Frau Nachbarin, recht haben Sie. Aber erzählen Sie, was haben Sie Neues zu berichten? Die dickliche Eule ist ein bisschen näher zu ihrer Nachbarin geflattert und hat geflüstert. Haben Sie die Geschichte von Nils Holgersson schon gehört? Der Nils hat den Schnuff angehalten. Das ist der Bub, der in ein Wichtelmannli verzaubert worden ist und jetzt mit der Wildgans nach Lappland fliegen. Herrje, der arme Bub kann doch vielleicht nie mehr ein Mensch werden. Hat die kleine Eule gerufen und ihre Nachbarin hat aufgeregt geantwortet. Ich verrate Ihnen etwas. Wenn der Nils Holgersson gut auf den Gänserich Martin aufpasst und ihn gesund heimbringt, dann... In dem Moment hat ein Windstoß die Äste um die Eule herum zittern und knacken. Kommen Sie, wir fliegen auf einen Kellenturm. Dort gehört uns sicher niemand. Haben die Eulen durcheinander zugeflüstert und sind davongeflattert. Der Nils ist schnell zurück unter einem Baum zum Schlafplatz der Wildgänse gerannt. Dort ist er beim schlafenden Martin unter den Flügel gekrochen und hat sich an seine Federn geschmiegt. Er hat noch lange über das Gespräch der Eulen nachgedacht. Hätte ich doch mit auf einen Kirchenturm fliegen können und ihnen weiter zulassen. Irgendwann ist er eingeschlafen.
An diesem Tag hat Nils zwar nur ein halbes Geheimnis erfahren, aber es hat ihm gleich Mut gemacht.